Yawara Tayiel. Eines der einzigartigen Lebewesen, die nur in der verborgenen See vorkommen. Dem Aussehen nach scheint es sich um eine Riesenrobbe zu handeln, doch die Zentrale muss Yawara Tayiel noch weiter erforschen. Im Gegensatz zu den meisten ausgewachsenen Robben ist sein Körper mit weißem Fell bedeckt. Das wohl auffälligste Merkmal dieses Geschöpfs ist jedoch, dass es Accessoires trägt und diese gern Tauchern vorführt. Wo dieses Tier lebt, finden sich häufig antike Artefakte, die vermutlich von diesem gesammelt wurden. Sogar auf einer antiken Wandmalerei ist eine Robbe mit einer Krone abgebildet. Eine Theorie besagt, dass die Vorfahren dieses Lebewesens ähnlich wie Delfine über hohe Intelligenz verfügten und mit Völkern der Antike auf Augenhöhe interagierten. So, also gut, dann starten wir mal die Bewegung. Guten Tag, ihr Leid. Ein neues Event, ein neues Glück. Ich rede Hochdeutsch, alles super. Ich wäre nicht dick. Es ist gerade ein Event gestartet, seit heute, wo wohl seltenere Fische auftauchen sollen oder so. Keine Ahnung, ist meine erste Tauchtour und ich tauche nicht alleine, denn mit mir aufgetaucht meine tauchsiedende Freundin. Blub. Blub, okay, ich dachte schon. Ja, das kocht schon. Ja, sorry, ich hab's versucht. Neuer Partner, Pine Aura. So, komm mal hier. Gleich mal was freigeschaltet, graue Welt. So. Was gibt's denn hier Feines? Einen weißen Edelstein, jawohl, her mit, kehr mit. Dann ich nehmen hab wir gesehen, gerade den da. Was du hast hast andere Sticker als ich. Wo hast denn das gesehen? Ach so. Video. Ja. Ich hab hier einen Fan, der meine Videos guckt. Das ist Wahnsinn, oder? So. Das heißt, du willst die haben. Ja. Ja. Okay. Du bist meine Statter-Sticker. Statter-Sticker, ja. Zuallererst mal muss ich mal noch eine Ankündigung machen. Ich entschuldige mich für das letzte Multiplayer-Video, wo ich zwischenzeitlich vergessen habe, wie man Hochdeutsch redet. Irgendwie ist mir so im Nachhinein aufgefallen. Macht aber nix. Ich schäme mich für nix. Ja, und dann noch eine traurige Nachricht. Dieses wird wahrscheinlich das letzte Video sein zu Endless Ocean. Zumindest im Multiplayer. Ja, irgendwann muss man dann auch mal weiterziehen, weil man kann das ja hier, da wirst du mir hoffentlich zustimmen, die Freundin. Man kann das ja hier ewig und noch spielen, aber irgendwann will ich auch mal was anderes auf dem Kanal zeigen. Oder unten ist ein Fusch. Wow. Ja, und deshalb war's das. Es kommt noch, ich schwöre, ich sag halt nur nicht wann, es kommt noch ein Abschlussvideo vom 5. und letzten, hoffe ich, Kapitel von der Story. Die muss ich aber erst freispielen und wie ihr ja im 4. Kapitel festgestellt habt, das ist eine Lebensaufgabe. Irgendwie. Da muss ich irgendwie nochmal 100 Stunden reinbuttern oder so. Das werden wir machen, oder ich und die Freundin so zusammen, immer mal wieder. Aber für rein Multiplayer jetzt nur noch Nachricht der Zentrale. ist mir zu viel. Also ich will jetzt da was anderes mal wieder zocken hier. Ist schön. Ich hätte mich halt sehr gefreut, wenn... Ui, was ist denn das? Ein riesen Tiefseeassel. Guck mal, die sind hier hintereinander. Haha, das ist ja witzig. Guck dir das an. Also du siehst es gar nicht. Okay, wenn du das Video dann guckst, die sind so hintereinander, 4 Stück und so im Gänsemarsch quasi. So. Okay, ich werde es mir angucken. Ja, siehst du, hast einen guten Grund, das anzugucken. So. Ja, wie gesagt, das letzte Story-Video kommt noch. Ich weiß nur nicht wann. Hallo. Dich kenne ich. Ich weiß nur nicht wann, weil, ja, die Voraussetzungen, also diese ganze Tafel da freischalten. Boah, krass, was ist denn das? Eine Schmucklanguste. Du kommst mit. Jessie, bist du noch in der Nähe? Nein, ich bin gerade in der Höhle mit irgendeinem
Rätselstein-Gedönse. Okay, warte mal. Ich habe eine Schmucklanguste, die jetzt auf mir drauf sitzt und rumschwimmt, ne? Das Problem ist, die ist ungefähr doppelt so groß wie ich. Das sieht so dumm aus. Ist das lustig, ey. So. Also hier hinten ist noch eine Höhle und da ist noch ein Rätsel gewesen quasi. Ein Rätsel? Ja, Höhle. beam dich mal Ach, zu. da, ich seh die Höhle. Das ist eine schöne Map. Ja, bist du da? Ja, da bist du. Guck mich an, guck mich an. Da ist noch eine. Hier, nimm sie mit, Jessie, da liegt sie. Und die gibt's auch noch in klein. Ah, die gibt's auch noch in klein. Aber nimm die große, nimm sie mit. Das ist voll witzig. Warte mal, lass mal. Wie ein schiefgegangenes Cosplay. Wie hieß denn das? Ja, nee, nicht Another Crab's Treasure. Das kam ja gerade raus. Finde ich interessant, aber nichts für mich, das Spiel. Aber, ach so, diese Kiste meinst du? Bei mir ist da gar nichts drin. Ja, bei mir, ich bin einfach nur in die Höhle reingeschoben, da hat sich bei mir schon ein Rätsel gelöst quasi. Ach so, ja, wahrscheinlich irgendwie so einen Raum entdeckt, den habe ich wahrscheinlich schon mal entdeckt oder so. Oh. Okay. Oh. Wie hieß doch, da gab es mal ein Spiel, wo man Krabben und sowas steuerte. Hallo. Das sieht scheiße aus. Wo man Krabben und so gesteuert hat. Ey, es gibt hier sau wenig Fische zum Scannen irgendwie. Da hat man so eine Krabbe gesteuert und musste gegeneinander kämpfen. Aber das war so ein Physik-based Spiel, weißt du? Also Steuerung extra kacke, so wie beim Operiersimulator oder wie der hieß. Und irgendwie gab es da so ein Spiel. Könnte schon 2-3 Jahre her sein oder so. Also es ist halt, ja, keine Ahnung. So kommt es mir halt vor. Ja, weiß auch nicht, wie ich jetzt da drauf komme. So, hier geht's übrigens nicht weiter. Leider. So. Achso, komm her. Das sieht so übel aus. Es gibt hier fast keine Fische zum Scannen. Da bin ich hier Dann falsch. schwimmen halt woanders hin. Mach ich auch. So, ich schwimme jetzt da nämlich ins Loch. Wirst schon sehen, wie ich jetzt ins Loch schwimme. Da ist nämlich ein Loch. Habe ich schon mal Loch gesagt heute? So. Loch ist Loch, sprach der Koch. Und verschwand in der Wand. So was ist denn die So, Wasservariante von aerodynamisch? Stromlinienförmig. Ja, das sieht auf jeden Fall wie das Gegenteil davon aus, mit der Krabbe oben drauf. Oder Hummer oder was auch immer. Lauter Flapjack-Oktopus. Du bist so ein Flapjack. Was ist denn das? Das ist ein... Wie nennt man einen Stalagmitit? Was? Wir haben so Wortfindungsstörung. Nee. Ich glaube, da gibt's noch kein Wort für. Also mir fällt da gerade eins ein, aber das ist nicht das, was ich will. Wie nennt man eine Mischung aus Stalagnit und Stalaktit? Also einer, der unten anfängt und oben aufhört. Also so ein Pfosten. Was ist denn das? Ein riesiger Dunkleosteus. Der ist mal kurz 12 Meter groß. Oder Okay. Also es gibt da ein Wort dafür, das weiß ich, aber ich hab's auch gerade nicht auf der so. Ja, Zunge. Poste. Wahrscheinlich irgendwie. Oh, da ist noch eine Höhle. Nö, ist es nicht. Nö, ist er nicht. Ist das jetzt pro Höhlenabschnitt ein riesiges Tier oder was? Und sonst nix? Okay, da waren gerade noch so diese kleinen Oktopuse. Oh, ist der Fisch schon da? Nee. Nee, fehlen noch drei. Wer hat denn da unten so eine Markierung auf sich drauf gemacht? Das war ich, das war wegen der Höhle, weil es da noch jemand das Rätsel Also, möchte. Ja. Ja, aber da macht doch kein Fisch hin. Naja. Ja, nö, hier gibt's irgendwie nichts mehr. Nur noch den großen Fusch und die Stalagniten. Ich glaube, das ist die offizielle Bezeichnung, oder? Findest du nicht? Genau. Ja, doch, das klingt. Das klingt. Erleuchtend. Das klingt ja, wie das von der Zunge rollt allein. So. Ich komme schon wieder nicht raus. Nach oben schwimmen hilft. Ja, nee, eben nicht. Das ist das Problem. Ich find's Loch nicht.
Ja, hallo. Hallo Jackie oder wer auch immer du bist. Oh, falsches Knopf. Wieso sage ich eine eigentlich immer Murmel. falsches Knopf? Murmel, da ist eine Murmel. Amamotsumi. Eines der einzigartigen Lebewesen, die nur in der verborgenen See vorkommen. Das Tier könnte mit der Meeresschnecke Costasiella kuroshima verwandt sein und weist ungewöhnliche blattartige Ausstülpungen auf seiner Rückenoberfläche auf. Eine These besagt, dass es Chloroplasten von Setern fräße und die Ausstülpungen auf ihrem Rücken zur Photosynthese nutze. Jedoch würde dies nicht vollständig erklären, wie es so seinen riesigen Körper mit Energie versorgt. Zudem wurde berichtet, dass dieses Geschöpf die Umgebung stimuliert, indem es die gewonnene Energie mit Pflanzen in der Region teilt. Weitere Forschung ist erforderlich. Weiß nicht. Und du dir sowas angewöhnt So. hast? Ja, so wie ich mir angewöhnt habe, anstatt Tomaten immer Tomakos zu sagen. Das sorgt auch für Verwirrung. Ja, es versteht vor allen Dingen keiner mehr. Ja, macht aber nichts. Aber du verstehst es, siehste? Ja. Bin ja auch alt. Oh, da ist ein singender Hai. Quatsch, singender Drache. Singender Hai. Den hab ich, den kenne ich. Das ist ein alter Kollege von mir. Hi, Singje. Oh, da ist ein Dingens. Was haben wir denn Feines? Eine rote Koralle. Bitteschön. Oh, ich habe einen roten Stern gekriegt. Oh, ich habe einen Mondfisch-Sticker. Wo ist denn den her? Das hört sich an wie meine alte Tür. Ich habe vergessen, wie man es kennt. Wie es kennt man? Mit L-Knopf. Junge, was ist mit dir gerade? Ich habe immer LZ genommen. Ja, aber es macht doch Fotos. Oder LZ, ja genau, ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Im Mai. Denkt halt immer praktisch. Ich habe Halsketten gefunden. So viel dann zur Hochdeutsch-Folge. Nee, sorry, aber also hätte ich 10-mal lieber pelzig, wie so komisches bayerisch-Kaki. So, hallo, Kawitzku. Komm, wir gehen da runter, oder? Gehst mit? Wir gucken mal, ob man da noch irgendwie so anders da weiterkommt. Ne? Ah, wir tun quasi Händchen halten, schwimmen, tauchen. Ne, ich bin schon. Och, nö. Moment, war ich hier schon mal? Ich glaube, hier war ich schon mal. Kacke. Bin im Kreis geschwommen. Aber diesmal ist kein Fusch, du. Ah, doch, du. Ah, der Thorsten. Der Thanatos. Der Thorsten. Hallo, Thorsten. Na? Siehst halt wieder ein bisschen komisch aus. Macht Klingt gar auch nichts. viel epischer als Thanatos. Oh, warte mal, da unten ist da. Steh ich. Ja, genau. Ja, so ein Dingens da. So, pass auf. Das ist so eine Scheibe. Rätseltafel. Wesen mit einem langen Stachel über dem Meeresboden. Ja, das bin ich. Wenn meine Freundin... Okay, manche Witze und so muss man gar nicht aussprechen, um sie zu verstehen. Ja, schön. So. Ja. Manche Witze sollten aber auch Oben ist nie noch- ausgesprochen werden. Finsterer Hüter. Ta. Komm, dann nehme ich mit, der schwimmt jetzt mit. Kollege. So. Ey, das sind schon wieder. Oh, jetzt sind sogar noch mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganz viele. Ganz viele Asseln. Ey, mir fällt mir eben gerade erst auf. Sag mal. Komm mal mit, du Assel. Oh, geht nicht. Wo ist mein Krebsi hin? Krebsi ist verschwunden. So, also, ich brauche einen Stachelrochen. Im besten Falle. Aber ich habe keinen. So, und jetzt finde ich schon wieder das obere Loch nicht. Pass auf.
Ich orientiere mich mal an der Karte. Ah, das ist direkt über mir. Wer es weiß, der weiß es. So. Okay. Okay heißt das, nicht okay. Ich brauche einen stachelnden Rochen. Ich nenne ihn Stacheljochen. Also im Moment nenne ich ihn noch gar nichts, weil ich keinen habe. Ich sehe Sterne. 5 Stück, um genau zu sein. Oh, da ist ein. Oh, eine Gießkanne. Wie war das? Mit der Gießkanne? Ah, ja, stimmt, der Nikolaus. Oh, ich habe eine Möwe. Der Nikolaus, ich mach da mal einen Hammer dran. Der Nikolaus bringt in der Pfalz den Kindern Gießkannen. Was? Ja, wie bei euch nicht? Nee. Also, wieso? Hä? Kennst du nicht? Ja, es gibt doch, Nikolaus ist ein guter Mann, bringt den Kindern, was er kann. Ah, ja, natürlich. Ja. Was soll ich sagen? Mein Vater war Ist ja schon ein nichts mehr. lustiger Kerl. Ach was, der ist schon ziemlich gut. Das ist so. Hier gibt's mehrere Rallen. Ich nenne sie Korallen. Ach, ich sollte ja nichts mehr sagen. Zu spät. Wenn Stille mehr sagt als 1000 Worte. Ja, aber 1000 Worte sagen mehr als ein Wort Stille. Was auch immer ein Wort Stille ist. Außer das Wort Stille. Okay. Was? Was geht ab? Was? Ach da ist ein Flipper. Komm her, du großer Tümmler. Ein Platz dafür. Ich habe ja noch den Knispelkerl dabei. Nicht der Tümmler, der finstere Hüter. Aber hat er gar keinen Hut auf? So. Was ist denn hier eigentlich jetzt mit dem letzten Fisch, der gefunden werden muss? Wird mal Zeit oder was hier? Ja, mach mal. Ich hatte eben schon einen Ping, aber dann war er weg. Okay, dann ich ping noch ein bisschen da oben rum. Was? Okay, wir haben noch 3 Minuten. Auf geht's. Okay. Wo bist du? Es wurden alle Lebewesen gescannt. Ist sie mal von zu denen spät rein oder was? ungewöhnliche biometrische Ja, Signale- bis die fertig gelabert hat, Damit Jessie, ist die ne? Mission Ich abgeschlossen. glaube eher, dass die Tauchgang Gut kürzer gemacht. ist. Ja, aber doch nicht 10 Minuten oder so. Was geht's noch? Nachricht der Zentrale an alle Taucher. Es wurden biometrische Daria? Signale empfangen, Kenn ich die die schon? vermutlich Simurg Sagt mir Daria nix. zugeordnet werden Also ich habe können. das schon mal gesehen, glaube ich. Wir senden Was denn das? Aufnahmen von einer Drohne in der Weiß ich nicht Nähe. mehr. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Zeig mal, zeig mal. Zeig mal, zeig mal. Hopp. Zack, zack. Chop, chop. Wie der Ami sagen würde. Ach, das ist der Vogel. Ja, das ist ja doof. Ein Schwarm von Seevögeln, die sich ins Wasser Gucken, ob Ja, ich ja. überhaupt stürzen. noch dahin komme. Und sie Ja, ich glaub's nicht. Ich schon. Ich bin nämlich direkt im roten Kreis. Ach, guck mal, da sind sie schon. Hallo. Also ich hab die abstürzenden Vögel. Hört sich an wie eine Band. Die abstürzenden Vögel. Da war er doch. Hab ich dich Nachricht gefunden, der hä? Zentrale an alle Knispel. Taucher. Ich Die hab Daten ihn. zu Simurg Daria sind bei uns. Wir sind zu... Die Simurg Daria. Eines der einzigartigen Lebewesen, die nur in der verborgenen See vorkommen. Noch ist es nicht klassifiziert worden, doch man vermutet, dass es sich um eine Pelikanart handelt, wenn auch um eine enorm große. Das Tier ist ein kompetenter Taucher und kann dank seines großen Körpers längere Zeit unter Wasser bleiben. Es scheint mit Grüppchen von kleineren Pelikan-ähnlichen Seevögeln zu wandern, was darauf schließen lässt, dass es eine Art Führungsrolle hat.
Es wurde auch beobachtet, wie Simurgh Daria seine Jungen aus dem Maul spuckte, damit diese bestimmte Aufgaben übernehmen. Ob es dabei darum geht, das Territorium der Gruppe zu beschützen oder darum, einen Beitrag zur Nahrungssuche zu leisten, ist noch nicht geklärt. Bla 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 bla. Was Wo ist ist denn er hin? eigentlich ein Knispel? Na du, Ich bin ein Knispel, okay. du bist ein Knispel. Keine Ahnung, es ist ein süßes Wort für eine Type oder eine Type-In. Ja, warte mal, die Kleinen habe ich noch gar nicht. Boah, Alter, hat die das Ding immer noch auf dem Buckel. Guck mal, was ich dabei habe, auch nicht viel besser. So, da ist ein Kleiner, komm her. Oh, der Kleine kann man gar nicht einscannen. Die Kleinen halt. So, ja, aber das ist ja doof, oder? Hier so ein Vogel. Ja. Ja, komm, dann tun wir die 39 Sekunden noch hinter uns bringen irgendwie. Ist auch ein Und bisschen. dann machen wir noch ein Dingens. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen blöder Abgang, so eine kurze Folge. Ja, gell. Tief im Meer. Ne, warte mal. Ich muss das komplett von vorne anfangen. Also, wir probieren es noch einmal. Tief im Meer, da schwimmt ein Wal. Er schwimmt hin, er schwimmt her. Und er langweilt sich gar sehr. Um ihn rum nur ein paar Robben. Und die kann er nicht mal poppen. Er ist ziemlich irritiert. Keiner da, der ihn regiert. Ach, das war quasi die Sprechgesang-Version von einem Ärzte-B-Seitenlied. Das Lied heißt übrigens Die Regierung, soweit ich weiß. Ja. Rosia Rose. Eines der einzigartigen Lebewesen, die nur in der verborgenen See vorkommen. Der Form nach scheint es sich um eine Art Meeresschildkröte zu handeln, aber in der Zentrale ist man sich noch nicht sicher. Das Tier hat einen Auswuchs auf dem Rücken, der den Korallen des Baums der Meere ähnelt und im Wasser des Ozeans rosa aussieht. Man nimmt an, dass sich das Tier von den Korallen ernährt und der Auswuchs sich aus deren unverdauten Anteilen kristallisiert hat. Auch wurde beobachtet, dass Fische um diese Kreatur herumschwimmen, was darauf schließen lässt, dass sie eine Art mobiler Lebensraum für andere Lebewesen sein könnte. Diese noch nicht bewiesene Theorie erscheint plausibel, da sich die lokale Topographie ständig verändert und der besondere Panzer den Fischen einen Schutz bietet, auf den sie sich verlassen können. So, Ja. ja, und der Refrain geht ungefähr so. Und die Regierung schaut nur zu, sie schaut tatenlos nur zu. So, das war's. Ja. Okay, also von den Reimen her eher ein Farin-Lied, ja. Ja, es ist ein Farin-Lied. So, soll ich einen neuen Tauchgang starten, ja? Oder willst du? Ich starte mal. Okay, du startest und ich tritt bei. Ich bin ein Beitreter. Manchmal schlafe ich auch, ich bin ein Beischläfer. Manchmal fahre ich auf Fahrrad, dann bin ich ein Bicycle. Also mit einer Sichel. Okay. So, ja, wie schaut's, Maus? Schaut's aus, Maus? Jetzt habe ich einen Reim versaut. So, Karte X. RPG Role-Playing Game. 07S. Balup, balup. Oh, das ist ja schön. Das kann ich dann hier schön die Ladezeit nutzen, um ein paar Fischdinger einzudingsbumsen. März. Eines der einzigartigen Lebewesen, die nur in der verborgenen See vorkommen. Seine Form lässt darauf schließen, dass es sich um eine Art Geigenrochen handelt, was aber noch weiter erforscht werden muss. Dieses Tier bildet Kristalle an seinem Körper, die vermutlich aus Mineralien von verzehrter, aber nicht verdauter Beute stammen.
Eine weitere Besonderheit ist, dass diese Kristalle auf dem Körper schwache Elektrizität aus der Umgebung aufnehmen und abgeben. Die Kristalle, die sich auf der Rückenflosse befinden, sind weitaus leitfähiger als alle anderen bekannten Kristalle und machen dieses Tier zu einem wirklich sehr außergewöhnlichen Fund. Oh Annes, oh Annes. Ich schla Leid in Madrid. Das sind wir jetzt auf Madrid. Oh, jetzt hab ich in die Aufnahme reingelacht. Nachricht der Zentrale. Ein UL könnte in der Nähe Sorry, sein. Leute, mir ist gerade aufgefallen, dass Madrid heißt. Muss nicht lachen. Keine Ahnung. Madrid. Da liegen Leute von einem ganz seltsamen Schlag. Madrid. So, ist jetzt wieder gut. Sollen da die Leute von mir... Oh, hier ist aber... Oh, da ist Fluttershy. Oh, Fluttershy. So, da ist einer, der heißt Fluttershy. Ach so. Ich dachte eben, da ist ein lila Regenbogen-Einhorn. Nee, warte mal, Fluttershy ist gelb. Mann, ey. Konnte ich das vergessen? Das ist doch mein Lieblings-Pokémon. Pony, Mann, Frau. Ah, ja. Pony, Mann, Frau. Da oben. Da oben ist ein Riesending. Das tue ich mir auf den Buckel machen. Eine japanische Riesen... Alter, die ist noch größer. Ich hätte davon ein Bild. Von was? Von da oben ist ein Ding, das will ich mir auf den Buckel machen. Ich hab ein Ding auf dem Buckel jetzt. So. Okay, die Karte kenne ich schon. Da ist eine riesige Spalte in Vulkan. Soll ich mit dem Ding, das bei mir auf dem Buckel ist, bei dir in die Spalte kommen? Ja, komm mal her in die Spalte. Das geht. Wenn du dich herbeamst, ist er ja weg. Ja, das ist so. Ich kann ja mal gucken, wo du bist. Ja, du bist gar nicht hier, das weißt du, ne? Doch, ich bin da. Ich sehe dich. Achso, ja. Okay, ja, wir haben uns noch nicht gesehen. Ich bin auf E67. Aber ich bin relativ auf G, nah also an muss F. ich nach hinten. Nach hinter mir muss ich dahin. Ja, nach hinter mir geht nicht, da ist Wand. Also ich muss drum herum schwimmen. Wahnsinn. Also die rechte Seite von E. Und dann zwischen 6 und 7. Die rechte Seite von E. Ja. Aber ich schwimme jetzt wieder weg. Ich bin in E. Oh! Was ist denn O? Das ist so ein komisches, großes Quallending. Eine Staatsqualle. Oh, geil. Oh. Und die Regierung schaut nur zu. Ja, da hast du ja schon mal einen Titel für die Folge. Stimmt. So, ich tauch mal unter. Ich tauch mal unter, so. Was bist denn du? Keine Ahnung, aber ich hab euch. Eine Seebrasse. Seebrasee. Wie der... Was war denn da gerade gebimmelt? Ah, hier. Hängt ein Schatz an der Wand. Eine Teekanne mit Sprung. Ja, mach mal ein Geschenk. Kann sich jemand was holen? Na, lustig ist. So, ich bin auf dem Boden mit meinen langen Loden. Ist das da die Jessie, die über oder unter mir ist? Ja, unter mir geht, glaube ich, nicht. Wahrscheinlich bist du über mir. Ich suche einen Schatz. Hier bin ich. Ich schwimme mal wieder nix, ne? Da ist... Was ist denn das da? Keine Ahnung, aber es ist verdammt groß. Die Staatsqualle? Das bisher größte Exemplar. Nein, ein Koloss-Kalmar. Ah. Oder Kallemann, wie man ihn nenne. Freunde nennen Kallemann. Kali! Kalinga. Kali. Du Mero. likest. Oh, hoffentlich sind keine polisch sprechende Leute hier. Egal. Ja, dann müssen wir das vielleicht noch aufklären. Was haben wir hier? Eine Yeti-Krabbe. Eine große Yeti-Krabbe. Die hat aber haarische Arme. Ja, ich habe eine polnische Kollegin
Ich hatte schon öfters polnische Kolleginnen, aber jetzt eine andere. Und von der ersten habe ich folgendes polnisches Wort gelernt. Smerfetka. Also sehr züchtig, wie ich finde. Was man von der neuen polnischen Kollegin nicht behaupten kann. Und da wurde ich genötigt, folgendes Wort mir anzueignen. Stulajka. Ja. So. Das war's. Könnt ihr selbst rausfinden, was es heißt. Da ist Tetris. Da steht Tetris. Wo Was? steht denn da? Tetris bist du. Hä? Das sind komische Oktopus-Dinger und die machen das Wort Tetris. Wo bist du? Ich will auch Tetris. Foto. Ja. Ja, mach Foto. Okay, naja, mehr oder weniger. Steht jetzt nicht mehr Tetris da, hast dich geirrt. Ja, Steht wahrscheinlich Mortal Kombat 5 da oder so. Ich stehe schief. Also. Viktorianisches Porzellan. Scheiße, ich mach mal ein Ding drauf hier. Ich muss mal niesen, Moment. Was mache ich da drauf? Tetris. Was ist Hast du mal ein Mikro gehört? Ich habe extra mal ein Mikro ausgeschaltet, Mann, weil ich ein guter Kerl bin. Tetris ist, das ist ein Tetris. Tetris sind Blöcke, also mache ich da einen Goldbarren hin. Und da mache ich einen Silberbarren. Sag mir doch mal wo bist du? Ich bin ganz, also Sag ich bin doch in der Tiefsee. Ja, ich auch. F4. A, B, C, D, F. Ich bin F5. Okay, Moment. Da hinten hin. So ungefähr. Ungefähr hier. Und da in die Tiefsee, hat sie gesagt. Ich habe schon wieder das Problem, dass ich nicht weiß, ob ich nach oben oder unten schwimme. Da ist... Rechts eine Höhenanzeige. Ne? Ach ja, stimmt. Stimmt. Oh, da ist eine Höhle. Da ist jemand drin. Da ist eine Dio. Hallo. Ja, komm her. Guck Wo mal, ist da denn steht Tetris. Oh. Ja, du musst im richtigen Winkel sein. Aber Moment. Es kann gerade nicht. Moment, erstmal muss ich so. Dann muss ich... Dumbo. Nein. Wie schmeiße ich denn Fuzis raus? Ah, pass auf. Plus gehen und dann links. Ja, ich sehe es, so. Ja. Hallo. So. Wo ist denn der richtige Winkel? Bei dir? Nee. Da vorne. Oder so ein bisschen hier so. Ja, hier so ungefähr. Okay, ich erkenne was. Moment. Das ist voll seltsam. Stört dich das Licht oder hilft das? Tetris. Ich habe keine Ahnung, was das soll, aber... Ja, wenn jetzt mal aufhören würde, dauernd Leute irgendwas zu scannen, könnte man das auch sehen. So. Okay, das R ist ein bisschen seltsam. Ah! Jetzt ist es sehr gut zu erkennen. Tetris. Alles klar. Ja. So, Foto. Tetris. Ja. Interessant, aber. Ja, aber warum? Also, hä? Guck mal, da ist wieder so eine Krabbe, falls du wieder eine haben möchtest. Boah, jetzt habe ich das perfekte Bild. Langustengustel. So, ich habe jetzt genug Tetris-Bilder gemacht. Wenn man die Viechers mitnehmen, dann kann es keine andere haben, dann haben wir es alleine. Wo ist die Langustengustel? Ja, wenn du den Gang weiter, dann links, da ist wieder so eine kleine Höhle und da ist wieder da ist eine Jessie. Ah, da. Ja. Ah, die Langustengustel. Okay. Ja, die hatte ich aber schon. So. Langustengustel kennst du auch nicht. Oh, da unten. Oh, diesmal hat er nur ein Kind dabei, die alte Assel. Komm mal her, du kommst mir auf den...
kommst mir auf den Buckel, Junge. Da, jetzt hab ich die Mama geraubt quasi. Das ist schon ein Ding, hä? So. Na, ihr seid aber auch ganz schön groß. Oh, da drüben ist ein Ding. Eine Scheibe ist da jetzt. Ja. Scheibe. Toll. Oh, das war's schon. Ich habe keine Ahnung, was das Rätsel war. Moment. Großen weißen Wesen, das über den Meeresboden krabbelt. Ja, die weißen Asseln. Soll ich ja sagen, wo ich sie gefunden habe? Da ist noch eine. Oder kannst du meine abscannen und mitnehmen? Nee, aber ich weiß noch so ungefähr wo. Ja, einfach mir hinterher. Ich sehe nämlich noch den Weg, wo ich gekommen bin. Da im Eck irgendwo muss noch eine sein. Die ist aber eine kleine. Ah, da, ja. Siehst du eine? Okay, bei mir ist nämlich keine. Oh, nö, doch nicht. Ja, dann noch weiter hinterhin. Ich glaube, da ums Eck da irgendwo. Da ist noch eine, ja. Da, ja. Die ist aber halt klein, ne? So, nimm sie mal mit. Heißt trotzdem Riesenasel. Ja, das ist schon ein bisschen ein Unterschied. Sie richtig arbeiten für mein Geld. Abhäng. Ja, muss jetzt das Ding hin? Ja, da einfach an der Wand lang. Guck mal wieder hin. Guck mal. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Eyo. Wer bist du? Riesentiefs... Achso, ein Schokoladenhai. Ja, da unten ist Lava. Kann man da rein? Ja. Oh, die blubbert sogar. Kann nicht reinschwimmen. Oh. Achso, ich hab gemeint, du Lavaschnur. Ich laber. Ja. Danke, dass du mir meinen eigenen Witz erklärst. Mann, ey. Mr. Lava. So. Ich will wieder auftauchen. Ich will irgendwo hin, wo es hell ist. Nein, ich mag die Tiefsee. Es ist halt leider kein Vergleich, noch nicht mal annähernd zu Endless Ocean 1. Das war ja, also da war die Tiefsee, das war übel. Weil du hattest halt auch nicht diesen, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Asseln. Eine große Mama-Assel und eine kleinere. Hat's die vielleicht assimiliert? Ach, deshalb hat er das eingescannt, der eine. Nee. Hä? Moment. Da war doch eben der... Moment. So, ich will... Nein, hoch. Wissen, wo der Sticker da ist. Ja. Ja, im ersten Teil gab es keine Tiefenanzeige und es war auch nicht so, dass dein Taucher, dass du immer den Rücken siehst. Nee, du konntest auch ja, mal so tauchen, dass er dann halt mit dem Bauch nach oben getaucht ist oder geschwommen oder so halt. Ja. Ja, und dann hast du halt, und es gab keinen Knopf wie hier für auf und ab. Nö, du hattest nur einen Analogstick und die Wiimote halt. Und ja, wenn du dann abtauchen solltest, in den Abyss hieß das jetzt, zum Abyss, und du tauchst halt wirklich 3 Minuten oder sowas nur runter, bis du irgendwann denkst, sag mal, tauche ich überhaupt runter? Tauche ich seitwärts? Tauche ich hoch? Oh, es war schlimm. Ich hab die Turtles gefunden, aber da ist ein bisschen zu viele. Das ist irgendwie, die machen irgendwie gerade so ein geheimes Turtle-Treffen. Ah, vielleicht ist es eine noch. Moment, ich komme mal zu dir, du bist da unten im Eck. So. Hallo. Wo sind die Turtles? Oh. 2, 4, 5. Ah, da ist das blaue Mädchen dabei. Ja. Oh, die kann man scannen. Ja. Chinesische Weißschildkröte, die haben aber dicke Nasen. Hey. Okay. Die jetzt. Hier hängt die dann auch. Ja, eine Wasserratte noch dazu. Ah, da. Ja, die haben eine Sei.
Wer hat eine Sei? Ja, ich habe jetzt einfach irgendwas So. gesucht, wie ich die halt markiere. Seischüssel. Ja, Seischüssel. Ihr Schüssel und Seischüssel. Welche Waffe besteht aus 2 Personen? Oh, und die Seesterne machen einen großen Wagen. Also die machen alle komische schau. Bilder. Also hier sind diese komischen Donnenseesterne, die machen gerade einen großen Wagen. Ah, flotter Scheiß, mein Partner jetzt. Ich kann mir schauen. Als ob ich weiß, wie der große Wagen ist. Ist das der Super Bowl? Ja. Wo bist du jetzt schon wieder? Ach, da oben. Oh, Seesternchen. Stern. 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 Warte. Was brauchst du von mir? Was brauchst du von mir, Jessie? Nix. Was für ein Sticker? Ach so. Da hast du einen. Gib mir mal deine Knarren, zum Beispiel. Meine Knarren. Knarren. Einer von uns beiden muss jetzt gehen. Bitteschön, das ist meine Knarren. Okay. So, da muss man richtig arbeiten, dass man da... Ah ja, hey, da willst du dich in Ruhe umgucken und dann wirst du so gehetzt. So, wo ist denn eigentlich das letzte Dingens? Keine Ahnung. Aber es geht gar nicht darum, die seltenen Tiere zu rufen, sondern die komischen... Ja, aber es ist halt dumm, dass sie das Zeitlimit so klein Ja. haben. Das ist schon doof. So, beim nächsten tun wir aber mal so richtig erkunden, oder? Ja. Oh, jetzt habe ich noch einen pinken Stern. Schön. So, ich schwimme gerade einfach nur durchs Blau. Man sieht gar nicht, was ich mache hier. Ja doch, man sieht ein bisschen... Ah ja, jetzt ist wieder Boden da. Ich kann den Boden sehen. Hm. Da muss man ja... Also, jetzt haben sie das Spiel noch mehr gehetzt. Da sind auch ganz viele Seesterne, die bestimmt irgendwas darstellen. Oh, eine blaue Rose. Hallo Dio. Wo sind... Ah. Wo sind... Ah. Oh, stimmt wieder. Was ist denn das da? Frutzelfisch Excelsior. Ist das nicht so ein Zauberspruch von Harry Potter oder so? Frutzelfisch Excelsior. Ja, genau. Oh, ein Kelbwald. Ja, was? Wie bitte? Oh, da ist ein ganz tiefes Loch. Wieso sehe ich das jetzt erst? Ich hätte so gerne... Ey, warte mal. Och nö! Jetzt habe ich einmal das Buckelwalkind mit Mutter zusammen gesehen. Jetzt ist die Zeit rum. Konntest du nicht scannen? Ich habe gerade angefangen zu scannen. So. Okay, also ich werde jetzt mal gucken, dass ich die Karte aufdecke und Ja, dann mach mal jetzt hier halt so ein Speedrun. Speedrun. Falls man die Karten überhaupt sammeln kann, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Juolungur.
Eines der einzigartigen Lebewesen, die nur in der verborgenen See vorkommen. Das Projekt geht davon aus, dass es sich um einen Vertreter der Seepferdchen handelt, konnte dies jedoch nicht bestätigen. Für ein Seepferdchen ist es offensichtlich riesig, und die Auswüchse auf seinem Rücken erinnern an eine als großer Fetzenfisch bekannte Seenadelspezies, sodass hier offenbar eine Kombination von Merkmalen verschiedener Arten vorliegt. Aufgrund des Aussehens und der enormen Größe wurde Yulungur nach einer Gottheit aus dem Kulturkreis der australischen Ureinwohner benannt, die oft die Form einer regenbogenfarbenen Riesenschlange annimmt. Im Umfeld dieses Geschöpfs erscheinen stets Luftblasen im Wasser und auf dem Grund des Meeres. Deren Ursache verbleibt unklar, doch man nimmt an, dass sie durch weitgreifende topografische Veränderungen ausgelöst werden. So, oh, das sieht ja schon mal sehr schön aus hier. Achso, ja, Y mit S, also YS 9728. 9, 7, 2, 8. Ich glaube, sie haben ihre Schildkröte auf dem Gewissen. Ach komm, ich krieg doch mit, dass das hier irgendwo ist. Wo ist er? Wo ist er? Hier bei mir irgendwo muss einer von den Fischen sein, von den Scannenden da. Hab ich jetzt verpasst oder was? Das ist ein neuer Fisch. Da ist sie. Grüne Meeresschildkröte. Erste Tier habe ich. Nachricht der Okay, ich hab Grüne Bonito. Meeresschildkröte. Grüne Meeresschildkröte. Ah, nee, ein echter Ja, ja, Bonito. das ist... Du hast die Meeresschildkröte, die grün ist. Genau. Die grüne Meere. Ich bin hier gerade in so einem mehrstöckigen Wohnhaus, glaube ich. So. Tu jetzt einfach mal außen entlang. So. Gibt eh nichts zu erkunden gerade. Und da ist irgendwo ein Schatz. Da. Ein Buch. Ein beschädigtes Buch. Oh, was ist das? Oh, der ist aber krass. Oh, ein singender Drache. Oh. Ach so, hast du den noch nicht gehabt? Das ist der immer diese blöden Geräusche macht, die du manchmal hörst. Dieses das, was sich anhört wie eine quietschende Tür halt. Überall Du hast mit ja gar nichts. Oh, Moment, wo ist der Schatz hin dahin? Meerjungfrauen Stele. Also das ist jetzt aber irgendwie, ne? Endless Ocean ist für mich Entspannung. Jetzt ist es einfach nur noch Hektik. Hier schnell alles abschwimmen. Irgendwie komisch. Endless Hektik. Endless Hektik. Hab ich irgendwie einen Ring? Ja, da. Oh, da ist ein Loch. Ich habe ein Loch gefunden. Tut mir leid. Upsala. Ich muss ins Loch hinab. So, also auf dem großen Pfosten liegt der Theo. Da ist wieder der Thorsten. Hey, Thorsten, und? Immer noch hier. Ist doch Freundchen, du. Ich hab einen Schämst du dich nicht? Aber eine riesen Krabbe. Hast du auf dem Buckel hängen, ja? Nein. Keine Zeit. Muss Cutter aufdecken.
Ala hopp. Schon wieder. Oder, ja. Ein Goldtintenfisch, komm mal her. Da ist schon wieder ein Dingens. Was gibt's hier jetzt zu finden? Lass mal her. Langstachel-Meeresboden. Schon wieder. Wenigstens weiß ich, was das ist. Also was für ein Tier grundsätzlich ist da. Hoppala. So, dann schwimmen wir jetzt aber wieder hoch. Wir haben nämlich keine Zeit. Wo war denn das hoch? Da, glaube ich. Ja. So. Also darüber wollte ich, meine ich. Da geht's nicht weiter. Da geht's wohl doch weiter. Ihr Lügenbolde, ihr. Oh, eine Kreatur hat mich verlassen. Okay, der Aal ist es aber nicht. Immer noch ein Doktorfischmetzer. Damit man was auf der Hand hat. So, 6. Tier. Jetzt hängt es wahrscheinlich wieder am letzten Tier oder so. Da der Bowser nämlich mit. So. Also Schatz. Eine Murmel. Okay. Hey, hier sind schon wieder die Schildkröten. Ziemlich viel Meerjungfrauenzeug. Meerjungfrauenkleid habe ich jetzt gefunden. Nix. Oh, hier gibt es irgendwo den 7. Fisch. Schnapp ihn dir, Tiger. So, wo ist er? Da oben irgendwo? Ne, da. Interessiert. Ne, jetzt bin ich schon so wieder so weit. Okay. Zurück. Oh, jemand hat ihn. Jemand hat ihn. Gut. Ja, der hat ihn mir weggeschnappt, die Sau. Der Shinichi. Beweis mir mal, dass er nicht so heißt. Es wurden alle Lebewesen gescannt, von denen ungewöhnliche biometrische Signale ausgehen. Damit ist die Mission abgeschlossen. Gott, nervt das. Ja. Wenigstens kann man dabei noch schwimmen. Immerhin. Also noch ein Loch. Das nervt jetzt. Nachricht der Zentrale an alle Taucher. Es wurden Simurg biometrische Daria schon Signale wieder? empfangen, die Das ist vermutlich schon wieder der Fusch, oder? Daria zugeordnet werden Vogel. können. Meine ich doch. Wir senden Aufnahmen von einer Vogelfusch. Drohne in der Nähe. Nö, auf den Vogelfusch habe ich gar keinen Bock. So, ich tauche jetzt in dieses Loch da und dann gehe ich raus. Ich will auch die Katze noch mit aufdecken. Nö. Baramundi.
Nachricht der Wir So, da hinten gibt es einen Pipsi. Pipsi. Was haben wir denn Feines? Zweizeige, ja bla bla bla, das lesen wir alles irgendwann, ne? Aber nicht jetzt. So, siehst du? Kann man ja noch tiefer. Da gehe ich halt noch tiefer, ne? Da ist doch gar nichts auf dem Meeresboden. Ah doch, da ist schon wieder die Assel. Die Assel-Familie. So. Okay, dann beam ich mich. Ich habe erst einen anderen getroffen. Oder sind die anderen alle weg? Ja, das sind noch ein paar. Okay. Nicht hier an der Stelle, wo lauter Schätze sind irgendwie. So. Meerjungfrauen-Diadem. Habe ich nicht einen Meerjungfrauen-Sticker irgendwo? Nee. Okay, dann kriegst du das hier. So. Da ist der Leopardendrücker. Der Bruder vom Kuhschubser. So. Ich weiß nicht, was dann gefährlicher ist. Leopardendrücken oder Kühe schubsen? Ja. Ah. So. Jetzt müssen wir auch mal wieder ein bisschen hier vorwärts kommen. Die Freundin da nicht motzt, dass ich nichts schaffe. 70% erkundet. Unten hat einer ein Bäumchen hingemacht. Muss ich halt mal da runtergehen, ne? Was ist da? Ein Schatz. Eine Teetasse. Schon die zweite Brieftasche heute. Also in dem Run. Geht's dann noch weiter runter irgendwo? Ja, hier geht's noch weiter runter. Okay. Da kommt was Tentaklisches. Ah, nee, der ist zu groß. Scheiße. Der ist deutlich zu groß für mich. Oh, ich habe eine Münze. Eine Münze. Was haben wir denn da?
Ah, guck mal, der Aiden. Aiden kenne ich doch nicht. Ich hab gehört, du hast fast gelacht. Das war eine akustische Halluzination. Ah, ein Hörsturz. Alter, der Vampir-Tintenfisch, der setzt sich so aufrecht auf dich drauf. Staatsqualle, hey, die passt rein. Oh, kann mich nicht begleiten. Oh. Ist bestimmt zu langsam. Hm. Yay, 80%. So, und jetzt? Jetzt willst du gucken, ob die freigeschaltet werden, ja? Ich glaub's halt, ehrlich gesagt nicht. Wir werden sehen. Geht's noch weiter runter? Oder komme ich da gerade her? Nee. Das ist wieder Lava. Hm. Oh. Riesen Tiefseeassel und die ganze Familie. Sag ich doch. Die tun dann so ein Gänsemarsch hintereinander rumlaufen. Was war das? Ein Lanz. Oh, ich kann mir Dupleostus. Oh, ich kann Dupleostus schon. Merkt man, dass ich den mag? Ja. Riesenmaulhai. So. Ist der Vogel eigentlich immer noch da? Weiß auch nicht. Gehört. Wäre halt mal richtig schäbig, wenn der dann auch nur die Hälfte oder ein Drittel der Zeit da ist. So, also in dieser Folge haben wir quasi gar nichts gesehen. Also jetzt hier gerade ebenso. Weil ich einfach nur durchs Meer gebrettert bin wie ein Bekloppter. Und ja, also so macht das Spiel nicht wirklich Spaß. Jo. Oh, was ist denn das für ein riesen dickes Vieh? Ein Gotteslachs. Junge, der ist aber mal richtig, der ist aber mal mächtig prächtig. Vielleicht sogar trächtig. Cool, was steht drin? Waschanleitung. Ja, zum Beispiel. So, komm, die 1,27 kriegen wir auch noch rum. Jetzt ist es nur noch 1,12. Bei mir 11, 10, 9 und so weiter. Butterfisch. Ach, der hat den Riesenmaulhai angepinnt. Warum macht er denn sowas? Also angedäumt. Vielleicht als Special. Vielleicht kennt er den noch nicht. Hm. Nee, ich hab mich festgeklemmt.
Nachricht von weg. der Zentrale. Ach. Die UL sind von diesem Tauchort. Es sind alle die... Also verschwindet er wirklich. Ja, kommt die letzten 8 Sekunden. Dann können wir jetzt noch ein bisschen was aufregen. Tauchen wir einfach nach unten. Decken mal gar nichts auf. Fertig. Ah, schönes Abschiedsbild da unten. Verwirrt's. Nö. Kann die Karte nicht nehmen. Ach ja, stimmt. Da kriegt hier kein Ding angezeigt. Ja, das ist ja doof. Also. Wobei die Karte selbst ist ja in Ordnung, ne? Also, wir hätten halt nur die großen Tiere rauslassen können, so, aber ja. Ja. Ja, jetzt haben wir aber zweimal den Vogel und einmal wissen wir nicht. Ja, bist du jetzt nochmal? Ja, klar. Okay. Irgendein neues Tier. Was ist denn das für ein Abspann? So, jetzt. Du bist wieder dran. Okay. Yeti-Krabbe. Hydrothermale Quellen in der Tiefsee, wo die Temperaturen bis zu 400 Grad Celsius erreichen und in nur kurzer Entfernung nahe am Gefrierpunkt liegen, sind der Lebensraum dieses Krustentiers. Seine Augen sind derart verkümmert, dass ihre Funktion extrem eingeschränkt ist. Die Borsten der Scheren sind mit in warmem Wasser gedeihenden Bakterien besetzt, die der Yeti-Krabbe als Nahrung dienen. Ja, für was sind denn jetzt diese zwei Schnupsis, die dann noch an dem Tauchding sind? Ja, eins ist halt wirklich, um jemanden quasi Luft abzugeben. Und das andere? Das ist, glaube ich, Die Tankanzeige. ja, ich glaube, sowas in der Richtung. Ich glaube nicht. Ach so! Ah, Tank ist ja auch Wassertank. Ich dachte Benzintank. Ach so. Nicht, dass ich hier aus Versehen Wahrheiten verbreite. Das wollen wir ja nicht. Ja, du hast ja auch Entbildungsauftrag. Was ist denn das? Entblödungs... Oh, da ist ein Kreis. Greif? Ein Kreis aus Rasiermesserfischen, die nach unten gucken. Den einen nehme ich mit. Jetzt habe ich einen Kreis kaputt gemacht. Aber pass auf, kann ich da durchschwimmen? Wo sind sie denn hin? Hä? Ach, da hinten. Hui, oder auch nicht. Hui, oder auch nicht. Oder wie der Russe sagen würde, hui! Mann, ey. Heute hoffe ich, dass nicht so viel Multilinguisten hier unter uns sind. Da ist er wieder da dran. Hallo, Drachi. Oh, ich habe den West gefunden. Guck, ob ein Marlboro auch dabei ist. Das sind wieder die Turtles. Das ist wieder do, ja. Ah, ich schwimme irgendwo rum, wo es irgendwie keine Fische gibt. Cool. Ja, das hatte ich doch beim ersten Tauchgang auch, dass irgendwie 0 Fische gab. 0 Fisch! Wer kennt sie nicht, die 0 Keine Fisch? Schätze. Dafür hast du ja mich. Okay, es ist schön, dass ich Mick habe. Mich. Er sagt das mal unter Mikro. Das hat es nämlich irgendwie anders gedacht. Achso. Ups, falsches Tast. Jetzt habe ich ein Foto gemacht, egal. Geh weg. Nein, geh doch weg. Ich will doch Sack. Ich will doch scannen, nicht Sack. Ich will doch Sack.
Mann ey, ich will Erna Sacktorte. Oder so. Was ist denn eigentlich Erna Sacktorte? Gibt's die wirklich oder ist das... Also, es gibt da eine Bäckerei und die preist schon seit Jahrzehnten auf einer Tafel Erna Sacktorte an. Ich habe noch nie probiert, was es ist. Ja, das ist wahrscheinlich eine Sacktorte, aber halt. Was ist denn eine Die Sacktorte? Sacktorte Erna. Was, sackt die zusammen oder schmeckt die nur Grumbiere? Das musst du mir erklären, Herr Becker. Ja, bin ich Konditor oder was? Torte ist nichts für mich. So, Okay, dann gehe ich wieder. ja, tschüss. Also bin ich kein Bäcker-Konditor mehr. Ja. So. Nicht mehr, nicht weniger. Und ich bin auch gar nicht böse deswegen. So. Ach, da hinten ist wieder ein Fernseher. Was? Nein, wie heißt das Ding? Diese türkisen Dinger. Weißt du. Gut. Monitor. Ja, die Monitore, genau. weißt, dass es, Zweizackige Monitore Lanze, gibt, irgendwas mit Hinterlassenschaften. Ja, wenn man mehrere Monitore im Kreis stellt, dann macht man Monitoring. Ja, sagt es auch Rotschi, dass er seinen Monitor aus dem Pool Ey, da holen ist soll. ein Bild. Wie macht man denn Bilder? Also, so ein Mona Lisa-Bild, komm her, das muss ich gucken. Ah, da ist er wieder. Ein schöner Wo ist das unverfasster Bild? Wald. Da ist das Bild. Ah, ich habe einen neuen Sticker. Ah, ein illustriertes Biologiebuch. Okay, okay. Das ist eine Scheibe. Was sagt die Scheibe? Die Scheibe sagt Putz mich. Wesen, Stachel, Meeresboden. Aha. So, ui, ganz viele Fischis. Ja. Zebrasee. Blim, 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 blim. Blim, 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 blim. Blim, 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 blim. Eine Mahagoni-Kommode. Komm her, da tue ich gleich mal das Bild da dran machen, dass die Leute sehen, dass ich einen neuen Sticker habe. Komischer Fisch. Warum? Mahagoni-Kommode? Ja. Ja. Es gibt Echsen, die wie Schränke sind. Kommode-Varan. So, jetzt pass auf. Ich hatte vorhin mega Wortspiele und du bist da drauf eingegangen. Ich weiß es aber nicht mehr. Ah ja, welche Waffe, welche zwei Personen sind wie eine Waffe? Eine Nonne und Chuck Norris. Auf Englisch. Nunchuck. Okay, der war doof. Sorry, die Herleitung war ein bisschen gedrückt. Ist mir gerade eingefallen. Naja. Ich werde auch diesmal nicht drauf eingehen. Das willst du auch nicht eingehen, das wäre ja schade. Schätze des Samurai-Generals. Irgendwas da, 2 Meter. Riesenmaulhai. Riesenmaulhai kann mitschwimmen. Wo ist er denn? Wo ist der Riesenmaulhai? Keine Ahnung, ich sehe nur einen Hammerhai. Hallo, sag mal meinem Hammerhai. So. Also hier unten gibt es ja mal wieder gar nichts zu entdecken hier. Das ist schade. Teddy. Teddy? Teddy. Teddy.
wo So. der Eisbärkopf ist. Mal gucken, dass wir irgendwie aus dem Loch rauskommen. Also irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass diese Levels halt leerer sind als sonst. Oder liegt es daran, dass man so schnell durchschwimmt? Also viel leere Flächen und Löcher. Ja. Das ist eigentlich ganz gut zusammenfassen. Leere Flächen und Löcher. Ja, aber das ist scheiße. Immer das ist scheiße. Adi. Eine Box mit 100 Buntstiften. Kannst du auch noch zählen, wie viele Buntstifte das sind, weißt du? Finger weg! Das ist meins. Hallo. Hör auf mir zu winken. Ich hab ihn zuerst gefunden. Das ist der Ring des gelben Drachen. Da, zack. Was ist eine goldene Kriegel. Mensch. So, also hier irgendwie... Jetzt hängt's wieder an dem letzten Tier, weißt du, das wir nicht finden. Ja, weil er alle im Norden rumgurgelt. Was machen wir da? Umgurgeln. Rumgurkeln. Ja. Ja. Und du auch. Ja, aber es ist doch alles schon... Ist doch aber alles schon gedingst. Ah, guck mal da. Da unten. Noch ein bisschen weiter geradeaus und dann nach links. Da ist noch nicht viel gedingst. Oh. So, dann gurgel ich mal darüber. Ne, da geh ich nicht hin. Da geh ich nicht hin. So, und jetzt nach unten. Gurgel ich hier ein bisschen rum. Dass die Freundin eine Ruhe gibt. Dreizack. Au. Au. Oh, Fuchs, sie hatte recht. Ich bin in der Nähe. Dann gucken wir mal mit. Ich weiß halt nicht, ob oben oder okay, da ist nichts mehr. Da habe ich wieder einen Ping. Ja, da ist aber auch ein Loch, ne? Das wäre gemein, wenn es da unten drin ist. Nee, das glaube ich nicht. Ist hier oben. Da ist er. Hast du ihn? Ja. Oh, dann müssen wir mal beeilen hier. Ich habe ihn auch gerade. Blaustreifen Dr. Fisch war es, gell? Ja, irgendwie sowas. Es wurden alle Lebewesen gescannt, von denen ungewöhnliche biometrische Signale ausgehen. Damit ist die Mission abgeschlossen. Gut gemacht. Nachricht der Zentrale an Oh, alle Lancia Taucher. Presto. Wir Okay, empfangen den biometrische kenne ich. Signale, die mit denen Siehste, von hab doch Lancia gesagt, dass Presto er Lancia übereinstimmen. heißt. Hast du gestern noch so Wir doof senden gelacht? Aufnahmen einer Tauchdrohne. Okay, ich habe ihn Lancia Delta genannt, aber ist egal. So. Sorry, aber wenn ich Lancia höre, denke ich an Autos. Ja. Presto, presto.
Miau. Ah, okay. Miau. eine Miau. Katze. Katze auf der Autobahn. Miau. 2 Deppen, ein Gedanke. Und jetzt tun wir Das auch alle Fortbewegungstempo ist so wirklich atemberaubend. komisches, Wechseln buntes wir die Kamera, Geknödel um alles uns drumherum besser haben. sehen zu können. So. Okay, liebe Zuschauer. Und mit diesem Fisch, das ist das Letzte, was ihr seht. Anscheinend schwimmt das Tier so schnell, Ja, ja. wenn andere Organismen sein Anscheinend schwimmt das Interesse Tier wecken. so schnell, weil er hat's eilig, gell? Wäre lustig, wenn es in Reimen sprechen würde. Lancia Presto hat einen anderen Ort aufgesucht. Lancia Presto. Bitte scanne Nur das rotes, kein Tier. grünes Pesto. Die Zentrale benötigt weitere Daten. Mhm. Deine Daten, das Ui, hohe war noch eine Tafel, die ich noch nicht Fortbewegungstempo. hatte. Aber dank dir ist die. Du hast dir erstmal eine Pause verdient. So, ich habe mir eine Pause verdient, hat sie gerade gesagt. Wo ist er, der Fusch? Weißt du was? Was ist Ja, denn das auf jeden Fall. Orangene da hinten? Auf jeden Fall nicht hier unten. Ist er das? Oder hat da jemand einen orangener Punkt? Nee, aber da hat jemand einen anderen Fisch markiert. Oh, da ist er bestimmt irgendwo in der Nähe. Ah, ich glaube, die sind dumm. Da ist er. Der Da Fuschi? hat einer einen Marlin drauf gemacht. Einen Marlin Ah ja, okay. Sticker. Ah ja, ich sehe ihn. Ich gehe mal hin. So. So, jetzt haben wir... Wo ist er denn? Oh, es ist alles so bunt hier. Ah, da. Hallo. Hallo, Lancia Presto. Komm her, jetzt tun wir uns das noch. Lancia Presto. Eines der einzigartigen Lebewesen, die nur in der verborgenen See vorkommen. Es zeichnet sich durch seine farbenfrohe Rückenflosse sowie die scharfe Spitze an seinem Rostrum aus. Rostrum. Ist es allein und nähern sich Taucher, Rostrum. tendiert es dazu, schnell zu fliehen und seine Flossen leicht einzuklappen, was darauf hindeutet, dass es recht scheu ist. Sind jedoch andere Tiere in der Nähe, ist es ruhiger und bewegt Rostrum. sich langsamer. Daher wird empfohlen, es zu untersuchen, während seine Aufmerksamkeit auf andere Tiere in der Nähe gerichtet ist. Es gibt auch Spekulationen, dass es sich bei ihm um eine Art Marlin handelt. Interessanterweise scheint es auch ein Spitzenprädator zu sein, da beobachtet wurde, wie es sich Haien und Walen näherte, die natürliche Feinde des Marlins sind. So. Haben wir wieder was gelernt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Rein damit. Noch gerne ein schönes Foto machen. Sticker. So, hat jemand einen Sticker? Ist ja eklig. Dran. 1 Minute 20, schnell noch den Meeresboden abklappern. Was ist das da? Das ist schon wieder eine Assel. Die wird assimiliert. Kommen Sie her. So. Guckt alle her, ich hab's vermasselt. Asseloch. Asseloch. Okay. Ich probiere wenigstens wieder ein bisschen helleres Wasser irgendwie zu kriegen. So, ja dann würde ich mal sagen, mit diesen bunten Dingis verabschieden wir beide uns. Klauen uns noch ein paar XP. Was ist das da alles? Riesige Nordpazifen, Blauflossen, Schmackofatz. Verabschieden wir uns. Wie gesagt, ich gucke noch, dass ich die 5. Folge möglichst nicht, ja, zeitnah, ich versuch's, ne, hochzuladen, aber ich kann nichts garantieren. Also, wir können jetzt dann nochmal schnell reingucken, wie aktuell ich gerade bin. Moment.
Aber man macht gut Level. Also pro Ding ein Level ist schon, für das, wo es so schnell geht, ist schon ordentlich eigentlich. So. Blauer Narwal. Dieser Narwal hat eine extrem seltene blaue Färbung. Obwohl sich diese Variante hauptsächlich von Kabeljau ernährt, wurde sie auch schon bei der Jagd auf Tintenfische in der Tiefsee beobachtet, wobei große Aggressivität an den Tag gelegt wurde. Ob die Körperfarbe etwas mit der Nahrungssuche in großen Tiefen zu tun hat, ist unklar. Der Stoßzahn des blauen Narwals scheint vornehmlich aus Calcium zu bestehen. So, dann gucken wir jetzt noch hier die Rätseltafel gerade mal an, wo ich gerade stehe. Wie gesagt, wow, 3 neue. Steintafelexperte, hui. 99. Also alles, wo noch eine 99 ist, habe ich noch nicht freigeschaltet. Ich habe jetzt 61 von 99. Ja, es ist immerhin mehr als die Hälfte, aber es ist mehr so irgendwie 2/3 mäßig. Was denn? Nix. Ja. Also da fehlt schon noch ein Stück. Und deshalb glaube ich jetzt nicht, dass das jetzt in dieser Woche noch irgendwie kommt. Das wird dann halt, keine Ahnung, irgendwann finde ich eure Steintafel und dann könnt ihr was erleben. Bla bla bla, wisst ihr schon. Also gut. Spätestens beim nächsten Festival, falls es nochmal sowas gibt, vielleicht dieses Mal eins, keine Ahnung, weil wer Zeit hat, ich bin voll müde. Dann wird es Zeit, dass wir aufhören. So, das war's dann auch mit der lieblichen Stimme meiner Freundin. Also für euch. Ich krieg's sie schon noch zu hören, ob ich will oder nicht. So, jetzt laber ich gleich noch ein bisschen und die Freundin überlegt sich jetzt eine schöne Verabschiedung, die ich ihr auch nicht vorgebe. War schön mit euch. Tschüss. Achso, muss ich jetzt auch Tschüss sagen. Scheiße, ich wollte noch ein bisschen was labern. Ja, nö, morgen geht's weiter mit einem anderen Spiel. Tschö. Ah, warte mal, falscher Knopf gedrückt. Okay, aber jetzt mach du auch nochmal Tschü oder so. Nochmal Tschüss oder so. Ich hab's genau gewusst. Leviathan. Dieser Albino-Pottwal hat ein extrem hitziges Temperament. Von Fischern wurde berichtet, dass er Boote gerammt und zum Kentern gebracht hat. Sogar Killerwale wagen sich nicht in seine Nähe. Angesichts der Tatsache, dass Albinos normalerweise schwächer als Artgenossen sind, ist dieses Tier geradezu ungewöhnlich stark. Es wird allerdings trotz des offensichtlich damit verbundenen Risikos bejagt, und das in manchen Fällen mit richtig gehender Besessenheit.